In Kanada gibt es ja auch ein gelebtes Modell der Zweisprachigkeit, das oft, wenn wir an Quebec in Kanada denken, als Modell auch genutzt wird für besonders erfolgreiches Lernen von zwei Sprachen. Ich darf, bevor wir in die Diskussion schreiten, unsere Diskutantinnen kurz vorstellen. Zunächst einmal darf ich mit Frau Voglauer beginnen. Frau Voglauer ist Abgeordnete zum Nationalrat und Generalsekretärin der Grünen. Sie hat sich lange in der Gemeindevertretung in ihrer Gemeinde Ludmansdorf engagiert und sie hat sich zusätzlich, abgesehen von der Politik, der Landwirtschaft gewidmet. Er bringt also eine zusätzliche Dimension für diese Frage auch der Mehrsprachigkeit mit ein und Sie haben an der Universität für Bodenkultur Landwirtschaft studiert. Sie haben sich oft natürlich zur Zweisprachigkeit geäußert, aber ich möchte einen Aspekt herausgreifen. Sie haben vor wenigen Jahren vor allem im Schulwesen oder zum Thema des Schulwesens gesagt, es geht vor allem darum, die Attraktivität des Minderheitenschulwesens zu steigern, es auszubauen und es muss das Ziel sein, dass es einen qualitativen zweisprachigen Unterricht für jedes Kind in der Nähe seines Wohnsitzes geht. Sie haben, nachdem es einen Gemeinderatsbeschluss in Feistritz in Rosenthal, das war 2021, gegeben hat, weitere zweisprachige Ortsbezeichnungstafeln aufzustellen in Suetschach und in Matschach. Da haben Sie gesagt, hoffentlich folgen weitere Gemeinden diesem Beispiel, weil man diese Zweisprachigkeit ja auch als Stärke im Tourismus nutzen kann. Also auch hier ein Aspekt, über den wir dann in der Diskussion uns unterhalten können. Herr Weidinger ist Abgeordneter ebenfalls zum Nationalrat. Herr Weidinger, Sie haben sich interessanterweise mit einem Staat wissenschaftlich auseinandergesetzt, der vielleicht in manchen Fragen ein Beispiel für Österreich sein kann. Sie haben sich mit der kanadischen Kompetenzverteilung beschäftigt und in Kanada gibt es ja auch ein gelebtes Modell der Zweisprachigkeit, das oft, wenn wir an Quebec in Kanada denken, als Modell auch genutzt wird für besonders erfolgreiches Lernen von zwei Sprachen. Sie waren beim Kärntner Wirtschaftsbund tätig, haben sich dort engagiert, waren Stadtparteiobmann und Stadtsenatsmitglied in Villach. Sie kennen also die Regionalpolitik genauso wie die Bundespolitik. Und Sie haben öfter zu Fragen der Wirtschaft Stellung genommen, aber bei einer der letzten oder der vergangenen jüngeren Nationalratssitzungen im Mai haben Sie gesagt, österreichische Wirtschaft verdient 6 von 10 Euro im Export. Wir brauchen also internationale Märkte für Arbeitsplätze und Wohlstandssicherung. Das schafft man, haben Sie gemeint, indem man auf Innovation und Forschung setzt. Und es geht auch darum, Talente aller Menschen zu entfesseln, ganz nach dem Motto der Europäischen Union in Vielfalt vereint. Welche Rolle Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Region dabei spielen, werden wir heute diskutieren. Und dann darf ich vorstellen Herrn Ofner. Herr Ofner, Sie sind Bundesratsabgeordneter für die FPÖ. Sie haben, ja? Landtagsabgeordneter. Aber Sie waren im Bundesrat. Ja, okay. Landtagsabgeordneter für die FPÖ, bitte entschuldigen Sie. Sie waren aber lange im Bundesrat und aus dem Bundesrat, ja, habe ich eine Stellungnahme von Ihnen gefunden. Sie waren Landesparteisekretär zunächst der FPÖ Kärnten und sind jetzt Generalsekretär der FPÖ Kärnten. Ja, und Landtagsabgeordneter. Sie wirken also in der Region. Sie haben aber die bundespolitische Perspektive, die Sie hier mit einbringen. Und Sie haben gesagt, das war rund um das Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung. Kärnten hat jetzt lange einen Weg des Aufeinanderzugehens eingeschlagen. Man hat viele Maßnahmen gesetzt zur Förderung der slowenischen Volksgruppe. Sie haben den Bereich der Bildung, der Kinderbetreuung, der Musikschulausbildung erwähnt. Sie haben die Lösung der Kärntner Ortstafelfrage gewürdigt. Sie haben aber daran angeschlossen, dass es jetzt auch wichtig ist, wenn man sozusagen europäisch denkt, dass auch Slowenien hier Schritte macht, um seine Volksgruppe, nämlich gemeint ist die deutschsprachige Gruppe, anzuerkennen. Also auch hier ein Thema, das die bilateralen Beziehungen betrifft und da kann man auch darüber diskutieren, inwieweit spielt denn so eine Frage der Reziprozität für die Wirtschaftsbeziehungen eine Rolle. Was kommt zuerst? Ja, die Wirtschaft oder die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Gruppen, die dann im Falle des Falles auch als Brücke wirken können oder nicht. Das waren Gedanken, die ich jetzt Ihnen mit auf den Weg gegeben habe, aber die eigentlichen Fragen in der Diskussion werde nicht ich stellen, sondern die Fragen stellen Schülerinnen und Schüler. Und ich würde jetzt die Schülerinnen und Schüler bitten, wenn Sie Ihre Fragen stellen, vielleicht kurz den Namen dazu sagen und auch zu sagen, an wen Sie Ihre Frage richten wollen.
Wer möchte denn beginnen? Ja, moje ime je Matej Košnik iz Šempetra in zanima, mnogi koroški Slovenci in Slovenke po maturi se odločijo za študij na Dunaju ali v Gradcu in drugod in se potem ne vrnejo več nazaj. Kaj dela Koroška, da bi ta dragoceni človeški kapital spet privabila nazaj in končala brain drain v škodo slovenske manjšine? Viele junge Kärntner, Slowenen und Sloweninnen gehen nach der Matura nach Wien, Graz oder noch weiter weg studieren und kommen nicht mehr zurück. Was macht Kärnten, um dieses wertvolle Humankapital wieder nach Hause zu holen und den Brain Drain zu Lasten der slowenischen Volksgruppe zu beenden? Richtet sich die Frage an jemand Bestimmten am Podium oder an alle? Okay, gut. Dann, Herr Offner, darf ich Sie gleich bitten, zu beginnen? Jetzt hört man mich, glaube ich. Ja, einen schönen Vormittag und eben das Thema, das heute angesprochen worden ist, generell die Mehrsprachigkeit und die Vorteile. Das bezieht sich genau auf Ihre Frage, die Sie jetzt gestellt haben. Wir haben ja das Problem, dass wir und die Frau Staatssekretärin hat es heute gesagt, vor 30 Jahren beispielsweise nicht gehabt haben, weil wir einen Fokus entsprechend auch im wirtschaftlichen Bereich ausgerichtet haben auf den Alpe-Adria-Bereich, das heißt Slowenien und auch Italien gemeinsam mit Kärnten und auch hier wirtschaftlich sehr viele neue Perspektiven auch entsprechend aufgesetzt haben, vor allem aber viele Visionen auch gehabt haben. Unter anderem ist damals in diesem Bereich auch die Koralmbahn gefallen, die ja den Südkärntner Raum auch entsprechend einer prosperierenden Zukunft zuführen sollte, auch im wirtschaftlichen Bereich. Und wir jetzt aber Schwierigkeiten haben, und das ist auch das Thema, das auch wir Freiheitler ständig auch im Landtag aufgreifen, dass die größte Problematik, die wir in Kärnten haben, auch die Abwanderung von jungen Menschen ist, weil eben wir nicht die Voraussetzungen haben im Arbeitsmarkt, dass wir entsprechend hier wieder Rückflüsse lukrieren können. Das ist ein Riesenthema, das uns beschäftigt. Das beschäftigt vor allem natürlich den ländlichen Raum und wir haben es heute bereits gehört, dass wir natürlich gerade im ländlichen Bereich auch die zweisprachigen Gebiete haben. Ich bin selber Bürgermeister auch in einer ländlichen Gemeinde im Norden von Kärnten, in Hüttenberg. Wir sind genauso davon betroffen, dass wir nur den urbanen Bereich sehen. Dort haben wir eine gewisse Entwicklung und nicht einmal dort überall, aber die ländlichen Bereiche sind vor allem von Wirtschaft ausgeschlossen worden in den letzten Jahren. Wir sehen das in unserem Bezirk St. Veit an der Glan. Da haben wir beispielsweise mit St. Veit an der Glan, Althofen noch Wirtschaftsbereiche, aber die Landgemeinden, hier findet Abwanderung statt und vor allem hier findet auch die Abwanderung der Betriebe statt. Das heißt, kleine und mittlere Betriebe wandern hier ab und es gibt keine Zukunftschancen, hier entsprechend auch Wertschöpfung zu generieren. Wir merken das in Kärnten generell, vielleicht noch als abschließenden Satz, dass wir auch bei der Wirtschaftsleistung rückläufig sind. Wir haben mit unseren Partnern in Deutschland, dort haben wir ja die größten Im- und Exporte, vor allem aber dann auch mit Italien und Slowenien als Nachbarländer, rückläufige Wirtschaftszahlen. Das heißt, wir müssen generell, wenn wir die Jugend auch wieder in der Region arbeitsmarkttechnisch auch festmachen wollen, auch entsprechende Anreize bieten. Und da sind wir natürlich auch im Bereich der Bildung und wir haben gerade im Bildungsausschuss des Landtages das letzte Mal diskutiert, wenn wir grundlegende Probleme nicht lösen, dass wir beispielsweise für Studierende nicht einmal Wohnmöglichkeiten in Klagenfurt haben, das sind grundsätzliche Probleme, dann können wir auch nicht erwarten, dass hier die Jugend entsprechend im eigenen Land beispielsweise auch studiert, die Ausbildung macht und dann entsprechend auch ihren
Arbeitsplatz beziehungsweise auch das Interesse bekundet, hier ihre Zukunft aufzubauen. Das sind halt leider Gottes dann Städte wie Wien und Graz lukrativer. Dem müssen wir gemeinsam mit allen Parteien entgegenwirken. Das ist ein Thema, das uns aber schon die letzten Jahre sehr stark beschäftigt. Ich versuche gerade, meinen Wohnsitz nach Klagenfurt zurückzuverlegen und trotzdem in Graz zu arbeiten. Also große Herausforderung. Ich warte auf die von Ihnen versprochene Korallenbahn. Ja. Dieser Brain Drain trifft die gesamte Kärntner Bevölkerung, er trifft aber die Volksgruppe besonders. Ja, das wissen wir. Gerade die Angehörigen der Volksgruppe bleiben dann in den größeren Zentren und das führt auch zum Verlust der slowenischen Sprache. Frau Voglauer, was tun wir dagegen und was hat die Bundesregierung dagegen getan? Also zunächst einmal, es ist ein riesengroßer Schatz, dass wir diese Möglichkeiten in Kärnten haben, dass sich unsere zweisprachige Jugend so gut ausbilden kann. Torej, Koroška je zaznamovana od tega, da imamo dve narodne skupnosti in da še mladina govori slovensko in da je to nekako tudi zanimivo obiskati dvojezične ali pa slovenske šole. Kaj nam pa manjka, pa je nekje en benefit od tega, da smo te šole obiskali. Se pravi, če grem in se izobražujem na šoli za elementarne pedagoginje in pedagoge, bi bilo odlično, če bi imela tudi certifikat ob koncu pouka oziroma šole in šolanja, da sem sedaj izobražena v dveh jezikih in imam tako tudi dve poklicni kvalifikaciji, morda še kakšno dodatno višjo plačo zaradi tega, ker znam in s tem tudi na delovnem trgu veljam več. Tega nimamo še. Kar se tiče dvojezične trgovske akademije, gimnazije ali pa višje šole v Šentpetru, to so šole, ki nam na najrazličnejših področjih dajejo ogromno možnosti, ker smo pač v stanju zelo hitro se naučiti tudi hrvaščine, srbščine, ruščine, vsakega drugega slovanskega jezika. Poleg tega pa se učimo tam tudi italijanščine in verjemite mi, biti trojezičen najmanj, če ne štirijezičen pri nas, je štirijezičnost skoraj vsakdanja. Potem je to že asset, ki je zelo poseben. Ampak ne samo na Koroškem, temveč tudi v vseh ostalih predelih Evrope oziroma Austrije. Es auf Deutsch auch zusammenzufassen, was macht denn Arbeitskräfte interessant? Jede HR-Person wird darauf schauen, was bringen mir diese Menschen an Qualifikationen. Und heute wurde schon gesagt, Sprachkenntnisse machen uns halt einfach interessant. Nicht nur deshalb, weil wir zweisprachig sind, sondern weil wir zwei Kulturen verstehen. Wenn wir Italienisch und Englisch noch dazu sprechen, sind wir sowieso spannend, weil wir einfach jede weitere romanische oder auch slawische Sprache ohne weiteres dazu erlernen werden können auf unserem Lebens- und Arbeitsweg. Aber logisch ist man dann interessant auch für andere Bereiche in Europa und nicht nur für Klagenfurt, Kärnten oder andere Städte hier in unserem schönen Bundesland. Und nachdem wir sehr mobil sind und global ausgerichtet sind und europäisch ausgerichtet sind und da sind Personen, die mindestens 4 Sprachen sprechen, wird es halt spannend, woanders unterwegs zu sein. Und dann ist es nicht unbedingt Kärnten mit seiner Geschichte, das mir das Beste bietet. Ja? Und dem müssen wir uns halt offen stellen. Heute wurde es schon angesprochen. Also wie können wir dieses Bundesland so attraktiv gestalten, dass wir auch durch die digitale Revolution unter Anführungszeichen hier doch noch einen Lebensmittelpunkt finden und den nicht erst, wenn wir 40, 45, 50, 60, 70 werden, sondern halt schon bald nach dem Studium, bald in der Zeit, wo man halt Familien gründet, weil das wird halt dann da interessant sein. Jetzt war die Ursprungsfrage, was hat die Bundesregierung getan, dass das besser wird? Die Bundesregierung konnte da nicht viel tun. Was sie getan hat, ist, Förderungen so aufzumachen, dass sie möglichst breit zugänglich sind. Und sie hat zumindest Grundvoraussetzungen geschaffen, um zum Beispiel diese Berufsqualifikation, die ich erwähnt habe, erwerben zu können. Da wird man halt jetzt weiterschauen müssen. Aber vor allem werden wir uns in Kärnten darüber Gedanken machen müssen, wie schaffen wir es, attraktiv zu sein, obwohl wir das höchst verschuldete Bundesland sind, obwohl wir die wirklich marode Infrastruktur haben, ja, wenn man durchs Land fährt, und obwohl wir wirtschaftlich hinten anbleiben. Jetzt ist es zu wenig immer zu sagen, und da kann der Peter sicher mehr dazu erzählen, weil er ist wesentlich besser hier als Experte aufgestellt, aber wir brauchen halt Leuchttürme und Leuchttürme sind halt
einerseits Top-Betriebe, ja, die Personen anziehen, aber auch eine Stimmung im Land. Ja. Das ist diese Vielfalt, von der wir immer erzählen. Ich meine, diese Vielfalt oft in Graz mehr zu sehen als in Kärnten. Und ja, von dieser Urbanität spüren wir hier noch nicht so viel und da haben wir einiges zu tun, damit wir da auch interessant sind. Herr Weidinger, auch an Sie die Frage gerichtet, wie stärken wir dieses Zurückbringen des abwandernden Humankapitals auch als Wirtschaftsfaktor? Und vielleicht darf ich noch eine eigene Frage dazu schieben. Sie sind ja, wenn man politischen Analysten glauben darf, am Podium jetzt in einer Luxusposition, weil so oder so sollte die ÖVP in der nächsten Regierung sein. Und da stellt sich mir schon die Frage, im letzten Regierungsprogramm hat man den Volksgruppen 1,5 Seiten gewidmet. Also das war schon ein Punkt, wo die Regierung damals im Regierungsübereinkommen einen Schwerpunkt darauf gerichtet hat. Können Sie sich vorstellen, dass das auch in Zukunft passieren wird? Wird diese Frage eine der Leitfragen bleiben? Also ich darf mich zunächst einmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Und ich glaube, Regieren ist kein Luxus, sondern Regieren ist ein Privileg auf Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das steht eigentlich im Mittelpunkt, die Verantwortung. Wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot, die junge Generation, die reifere Generation. Und dazu möchte ich die Fragen eigentlich auf 3 Ebenen beantworten, die wir hier diskutieren. Also die erste ist einmal die persönliche. Meine Nonna war selbst Mitglied der italienischen Minderheit in Südtirol und mein Großvater ist zweisprachig in Maria Geil aufgewachsen. Das heißt, das Thema Kinder dieser Region des Alpen-Adria-Raumes zu sein, bestimmt eigentlich unsere Familiengeschichte. Und aus dem außer sind wir einfach auch geprägt für Interesse, für eine Liebe zu Südtirol, zu Kärnten, auch zu Teilen von Slowenien, die wir bisher kennen. Und deswegen ist das für mich, sowie für viele Kärntnerinnen und Kärntner, einfach von der Heimat, wenn wir da reden. Und jetzt komme ich schon zum politischen Punkt. Die Aufgabe der Politik ist es, gemeinsam mit der Bevölkerung Visionen zu entwickeln, wie wir miteinander gut leben wollen. Und eine besonders erstrebenswerte Vision für uns ist, dass wir in Frieden und in Sicherheit und im Wohlstand miteinander leben. Das ist zumindest ein Angebot, wie wir es formulieren. Und dazu gibt es Infrastrukturen, die uns helfen, wie die vom Herrn Ofner angesprochene Kornbahn, weil sie uns miteinander mehr verbinden. Und wir auf einmal die Möglichkeit haben, Kärnten nicht mehr in ein Entweder-Oder, sondern in ein Sowohl als auch zu denken. Was meine ich damit? Wenn jemand da herin im Raum sitzt, der vielleicht Medizin studieren möchte, diejenige oder derjenige hat jetzt die Möglichkeit, das in einer Tagespendelbewegung in Graz machen zu können, ohne seine sozialen Kontakte in einen der genannten Vereinen, sei es ein Sport, ein Kultur- oder ein Kunstverein zu sein, deswegen aufgeben zu müssen. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, als erste Generation euer Leben, dass wir schon gewohnt sein, über die Kastel mit einem Mausklick mit der ganzen Welt verbunden zu sein, auch in unserer haptischen Welt zu erweitern. Das heißt, Graz wird zu einem Vorort vom Wörthersee und von Unterkärnten. Und ihr habt den Vorteil, dass ihr die Lebensqualität von Unterkärnten habt, aber auch die Urbanität zum Beispiel von Graz oder auch von Laibach. Und da möchte ich gleich eine Idee anschließen. Das war für Sie vielleicht interessant. Sie sind haben einen akademischen Hintergrund oder auch für die Runde. Was wäre denn, wenn wir einen digitalen Zwilling bauen würden vom Alpen-Adria-Raum? Und heute kann man ja über Zahlen, Daten und Fakten ja alles einspeisen mit allen Algorithmen. Und wir nehmen nur eine Komponente weg, nämlich die Komponente, dass uns die Sprache nicht trennt, sondern verbindet. Dass wir alle miteinander die sprachlichen Kompetenzen haben. Wie würde sich denn das auf Verkehrsströme auswirken? Wie würde sich das auswirken, wo die Leute arbeiten würden? Würde auf einmal Laibach noch näher an uns herangerückt sein? Also einfach nur mal als Gedankensplitter. Und vielleicht noch ein konkretes Beispiel, weil es so frisch ist. Und da möchte ich der Frau Staatssekretärin wirklich herzlich gratulieren. Also Sie haben mir mit sehr viel wirklich aus der Seele und aus dem Herzen gesprochen. Also ich halte das EVTZ mit dem Kanaltal für eine großartige Idee. Da würde mich dann auch interessieren, dass wir das vertiefen können, weil gerade das Kanaltal mit dem Dreiländereck ist also ein ganz markanter Punkt. Und auch die europäische Kulturhauptstadt. Also wenn ich in Wien oder auch international unterwegs bin, erzähle ich immer davon, wir sind europäische Kulturhauptstadt, weil das ist eine gemeinsame Region, in der wir hier leben. Und wenn es positive Impulse gibt in einen der verschiedenen Sprenkel von unserem Raum, dann seien wir doch so gescheit, dass wir das miteinander nutzen.
Deswegen ist jetzt die entscheidende Frage, um Ihre letzte Frage zu beantworten, nämlich ob das Thema der Volksgruppe Niederschlag in einem Regierungsprogramm finden sollte. Ich sage definitiv ja, weil wir die Aufgabe haben, das zu fördern, was das Miteinander stärkt, und das ist die Sprache und das ist die kulturelle Vielfalt. Dankeschön. Dann darf ich den Scheinwerfer wieder ins Publikum richten und die Frage stellen, gibt es weitere Fragen? Bitte. Hallo, ich bin der Hannes vom Stiftsgymnasium St. Paul und ich hätte die Frage, gibt es schon konkrete Pläne, um die Zweisprachigkeit in Kärnten zu erhöhen? Also die Sichtbarkeit der Zweisprachigkeit. Richtet sie sich an jemanden bestimmten? Diese Frage richtet sich an niemanden bestimmten. Okay, dann dürfen Sie alle antworten. Vielleicht, wenn wir bei der Reihenfolge bleiben, Herr Ofner. Ja, danke vielmals. Ich kenne diese Pläne nicht, würde eben vielleicht darauf anschließend, dass wir natürlich eine Situation auch gehabt haben, wo gemeinsam, nachdem auch Botschafter Hinsko da ist, dass es ja eine gemeinsame Lösung in Kärnten gegeben hat, wo alle auch einverstanden waren und gesagt haben, ja, das ist eine Kompromisslösung für Kärnten, die man zusammenbringt. Und ich würde jetzt die Zweisprachigkeit an sich nicht unbedingt um eine Ausweitung auf territoriale Gebiete festmachen, sondern vor allem die Mehrsprachigkeit sehen in Alpe-Adria-Bereich und würde dort meinen, dass wir hier einen wirklich starken Ausbau brauchen, weil das, so wie es die Frau Staatssekretärin auch gesagt hat, in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Und ich glaube, dass gerade der wirtschaftliche Aspekt für Kärnten nur stärker werden kann, wenn wir entsprechend auch in diesem Bereich der Alpe-Adria Zusammenarbeit mit Interreg-Projekten, aber auch vielen mehr, gemeinsam auch es schaffen, dass wir unsere Wirtschaft in Kärnten auch damit stärken und vor allem die kleinen und mittleren Betriebe, von denen wir sehr viele haben und die auch das Rückgrat in Kärnten ausmachen. Wir wissen, Kärnten ist kein Industriebundesland wie beispielsweise Oberösterreich. Das heißt, hier haben wir viele Möglichkeiten und vor allem hier haben wir viele Möglichkeiten auch in Gebieten der Zweisprachigkeit, weil wir sehr viele gute Professionisten haben, die wir entsprechend dort auch stärken könnten. Und ich glaube, das muss der Ansatz sein, wenn man die Zweisprachigkeit, die Mehrsprachigkeit mit der Wirtschaft entsprechend sieht, dass wir hier wirklich neue Akzente und auch Impulse setzen, dass wir unsere Wirtschaft gemeinsam stärken, in Zusammenarbeit mit Italien und Slowenien. Ja, Frau Vogler? Kollege Ofner, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Geht es jetzt darum, dass man in Italien und Slowenien mehr Deutsch lernt oder wir Italienisch lernen oder also, dass wir doch alle unsere Sprachen lernen oder geht es darum, zum Beispiel aus einem Nachbarstaat günstige Arbeitskräfte zu holen? Also ich würde gerne manchmal ein bisschen mehr Konkretes hören, dann kann man Ihnen auch gut antworten. Das war jetzt für mich jetzt nicht wirklich nachvollziehbar, um was es genau geht. Wir sind Industrieland und wir sind Tourismusland und wir unterschätzen das. Kärnten ist, also ich weiß jetzt nicht in Tourismusdaten, aber da nehmen wir ja ab. Also insofern glaube ich mittlerweile, dass die Industrie ja schon überholt hat. Und das ist spannend, nur wissen es halt viele nicht. Ja? Und es sind einfach extrem spannende Jobchancen da, gerade auch durch die ganze Transformation hin in eine CO2-neutrale Industrie, die wir in Zukunft bauen werden. Und weil die Frage war, wie kann man es, also gibt es Pläne, was sichtbar zu machen? Ich muss da immer schmunzeln, weil ich glaube, da kommen bei vielen dann so immer so alte Ängste daher, oh Gott, ja, was für territoriale oder Gebietsansprüche, wie seit der eine Abfrage schon dabei war, könnten sich dahinter verbergen. Ich habe sie nicht so verstanden, die Frage. Ich fände es einmal schön, wenn wir diese Überlegung anstrengen würden. Ja? Nämlich, wie könnte man denn die Sichtbarkeit erhöhen? Ja? Wie könnte man jemandem mitgeben, dass wir hier, der nicht viel mit Kärnten zu tun hat, dass wir hier in einem Bundesland leben, wo man einfach zwei Sprachen spricht und das nicht nur die erzählen, die die zweite Sprache sprechen, nämlich die slowenische, sondern auch die erzählen, die einfach hier zu Hause sind, weil sie stolz drauf sind. Also einmal diesen Tag zu erleben, dass Kärnten gerne auch Koroschka ist und Koroschka auch gerne Kärnten, das wäre für mich als Angehörige der slowenischen Volksgruppe schon was ganz Besonderes. Die Vorteile haben, ich weiß nicht, wie viele Historikerinnen, wie viele Wirtschaftsexpertinnen, wie viele Menschen bereits
erarbeitet und niedergeschrieben. Die können wir alle in Papers nachlesen, was für Vorteile diese Region hätte, würde sie auf die positiven Akzente setzen. Dass es hier 2 Volksgruppen gibt, dass sie hier am Drehkreuz zu 3 Kulturen ist. Ja. Wir haben das, finde ich, vor 20 Jahren viel besser geschafft. Dieses gemeinsame Europa ist momentan doch etwas ins Hintertreffen geraten, auch dadurch, dass man Grenzen wieder geschlossen hat. Und ich glaube, wesentlich wird sein, dass wir durch euch als jüngere Generation, die heranwächst und die sich auch jetzt mit so Themen beschäftigt, ganz andere, ihr habt es so schön gebaut, Brückenbauer haben, als wir es vielleicht noch vor 20 oder 40 Jahren hatten, aber vor allem, dass wir an diesem gemeinsamen Europa bauen, das durchaus unter Druck gerät und in Gefahr gerät. Jetzt haben Sie das Leid der Wissenschaftler angesprochen, das trifft mich natürlich. Wir schreiben und es wird halt nicht gelesen, aber wenn es überhaupt gelesen wird, dann wird es nicht gemacht. Das ist schon dann die Aufgabe auch der Politik, das umzusetzen. Und ein Vorschlag, der den letzten Jahrzehnte eigentlich durch die Diskussion geistert, ist es schon im Bereich der Wirtschaft gerade Zwei- und Mehrsprachigkeit als ein positives Förderkriterium herauszustreichen. Nicht nur auf Ebene der Europäischen Union, jetzt der Interreg oder des EVTZ, sondern auch im Bereich der Landes- und Bundesförderung, den Projekten einen Vorzug zu geben, die zwei- und mehrsprachig ausgerichtet sind, um damit auch die jeweiligen Grenzregionen besonders zu stärken. Herr Weidinger. Also da würde ich eher pragmatisch anschließen an das, was die Frau Staatssekretärin gesagt hat, dass man einen rechtlichen Rahmen schaffen, dass wenn es in diesen territorialen Zusammenarbeiten wie beim Geopark Karawanken, dann kann es nicht sein, dass der eine Staat zu so einem Projekt kein Geld dazu schütten kann, weil es rechtlich nicht möglich ist. Also das sind Dinge, die verstehen die Menschen nicht und das gehört für mich rechtlich angepasst. Das war ein Punkt, den ich mitgenommen habe. Ich möchte aber gleich auf die Fragen vom Hannes ganz konkret eingehen, der ja vom Stiftsgymnasium St. Paul ist. Also bei euch wird ein voll cooler Technologiepark entstehen. Ja, und für mich wäre es eigentlich ganz logisch, dass man jetzt in den ersten Gründungsstunden, und das war ja der Herr Magister Hornbeck von der BABEK da, die natürlichen Vorteile nutzt, dass man auch mit Laibach redet, mit der Technischen Universität, dass man dort schaut, in welche Kooperationen man kommt, dass man die natürlichen Stärken des Raumes nützt, nämlich die kurzen Wege, die sprachlichen Kompetenzen und die Netzwerke. Also ich würde gar nicht so kompliziert denken, mir kommt immer vor bei manchen Minderheitendiskussionen, jetzt reden wir über arme Minderheit und Höfe miteinander, da sitzen alles starke Persönlichkeiten und ich finde, wenn du mehrere Sprachen sprichst, bist du eine starke Persönlichkeit. Ich darf so viel darum geben, wenn ich mit der Muttermilch Slowenisch eingesogen hätte, weil ich bin ein unheimlich kommunikativer Mensch und mir taugt das mit Menschen einfach überall reden zu können und ich merke das oft, wie gewisse Kärntner leiden, wenn sie sich denken, ich habe einfach die Sorge, mit jemandem mir auszudrücken, weil ich die Sprache nicht kann. Also wenn wir das einfach denken, wirklich als Brücke und wir alle fungieren hier als Brücken, Valentin Inzko hat das jahrzehntelang eindrucksvoll gemacht, aufgrund der sprachlichen und kulturellen Einfühlsamkeit, dass man dann auch in Top-Jobs kommt. Das können wir alle machen. Also St. Paul, zweite Geschichte, Dagenbrunn. Danke slowenischen Wirtschaftsverband Benjamin Vakonik, die haben oben ein Thema gehabt, einen Caterer finden, einen guten zu finden. Ja, wen haben sie gefunden? Einen der besten Caterer aus Laibach, weil das halt einfach eine andere Bühne ist, weil da reden wir von einer Hauptstadt, eines Mitgliedstaates der Europäischen Union. Da spielt natürlich eine andere Musik. Jetzt spielt die Musik und die Kulinarik auch eine Riesenrolle in Dagenbrunn. Gäste von nah und fern werden sagen, Wahnsinn, was ist das für eine Küche? Und dann hast du auf einmal Querverbindungen, wo dann der Alpenadria-Raum nicht mehr abstrakt ist, tun wir was, sondern wir reden dann nur von dem, was ist. Also das sind konkrete Stärken. Und drittes Beispiel, das möchte ich nicht vorenthalten, ich darf ja auch Präsident der österreichisch-slowenischen Gesellschaft sein und da haben wir letztes Jahr eine tolle Veranstaltung in der Wirtschaftskammer Villach gehabt, wo wir von Planica, von der nordischen Ski-WM, den slowenischen Wirtschaftsverband, also den Skiverband eingeladen haben, das Programm zu präsentieren, dass viele Kärntnerinnen und Kärntner mit Bussen aufgefahren und auch als Teilnehmer dabei sein, haben wir auch die Fachhochschule und den Tourismuszweig eingeladen. Und dort war der Luka Podlipnik dabei, ein Student, ein ganz lieber junger Mann, der aus Ratice kommt und der auf der Fachhochschule in Villach studiert hat. Und ich frage ihn dann, du, was war jetzt deine größte Erkenntnis aus dem Studium? Der war nämlich dort bei der Veranstaltung dabei. Und dann sagt er, du, ich habe einen lieben Freund kennengelernt, den Max. Sag ich, und was macht der Max? Ja, das ist ein Gebirgsbauernbauer aus dem Mölltal. Dann sage ich, ja, und was hast du von ihm gelernt? Du, der hat mir seine App gezeigt während der Vorlesung, wie nämlich Bauern schauen können, wo die Kühe auf die Berge unterwegs sind. Gell? Und da meine ich, was hast du gemacht damit? Naja, ich habe das einfach innoviert und mache das jetzt für Kamele im arabischen Raum und verkaufe dort die App.
Gell? Also dieser Melting Pot von verschiedenen Ideen und Zugängen schafft auf einmal Geschäftsmodelle, die man skalieren lassen kann und die man um die Welt verkauft. Und jetzt stellt euch vor, wir machen das mit unseren Erfahrungen aus diesen 3 Weltkulturen. Ich meine, dann brauchen wir uns nicht die Frage stellen, wann kommt ihr wieder heim, sondern die Frage wird dann eher sein, wer kommt denn noch alles in diese Region, weil sie so spannend ist. Ja, und das ist alles angerichtet. Daher ist nur mein Wunsch so an das nächste Regierungsprogramm, dass man eher die Vielfalt des Lebens im Positiven abbildet und sich eher überlegt, wie man diese Dinge mehr ermöglicht, als dass man Barrieren zulässt, wie sie die Frau Staatssekretärin sehr eindrucksvoll beschrieben hat, die wir eigentlich alle auf politischer Ebene abbauen können. Frau Staatssekretärin, Sie waren jetzt mehrfach angesprochen. Wenn Sie möchten, darf ich Sie bitten, gerne dazu Stellung zu nehmen. Sie sind herzlich eingeladen, das Podium zu bereichern und neben mir Platz zu nehmen. Hvala. Ženske ne znajo nehati govoriti, ne pravijo, tako da to očitno velja tudi zame, ampak bi se rada res odzvala najprej na prijazne besede, ampak mogoče nekaj pripomb na dosedanje vprašanja. Kar je rekla gospa Voglauer o tem, kako se dvojezičnost splača ali ne splača. V Sloveniji imamo en tak dober primer dobre prakse dodatka za dvojezičnost. To je v bistvu zakonom določen, obvezen dodatek, ki ga prejemajo vsi javni uslužbenci, vključno za učitelji, zdravniki, novinarji, sodniki in tako naprej, na obeh dvojezičnih območjih, se pravi, kjer živi italijanska in kjer živi madžarska narodna skupnost. To pomeni, da v bistvu nekako javna uprava oziroma država nekako kaže, bi rekla, pot in vzpodbuja, in to je recimo za mlade ljudi, ki so dvojezični, že en tak, bi rekla, zelo pomembna prednost. Prvič, da je za zaposlitev v javni upravi na teh območjih zahtevano znanje manjšinskega jezika, se pravi, da je že tu v bistvu prednost pri zaposlovanju. Drugič, da v bistvu javni uslužbenci na teh območjih dobivajo dodatek za dvojezičnost. Ampak jaz se pri tem res ne bi ustavila pri ekonomskem vidiku, mi smo se o tem tudi z gospodom Minckom pogovarjali, pa z ostalimi našimi krovnimi organizacijami. Več jezičnosti ne smemo in tudi vi mladi ne smete gledati samo z tega, bi rekla, strogo ekonomskega vidika seštevanja in odštevanja. Človek, ki se od najbolj zgodnih let uči 2 jezikov, ima kakovostnejši kognitivni razvoj. Človek, ki živi, ki ustvarja od začetka v 2 jezikih, si preprosto razširi svoja obzorja v najbolj globokem in širokem smislu. Govorimo o brain drainu tudi v Sloveniji, ne, ampak veliko bolj kot o brain drainu ponovem o tako imenovani circular migration, ne, se pravi, ne govorimo več o begu možganov, govorimo o kroženju možganov. Vi, mladi ljudje, boste šli v tujino verjetno na neki določeni točki svojega življenja in hvala Bogu, da boste šli, ker bo to pač pomenilo za vas nek oseben, intelektualni in vsakršni napredek. Vprašanje, na katerega se moramo odgovoriti, je, kako v bistvu spodbujati vaše vračanje domov oziroma vaše sodelovanje z rodno državo, deželo, mestom. In tu se mi zdi to, kar je gospa Voglauer rekla, zelo pomembno, ne. Sej prometne povezave, logistika, vse to je ključnega pomena, ampak počasi fizična lokacija človeka izgublja pomen, ne. Imamo delo nadaljavo, imamo v bistvu digitalne rešitve in zdaj, kje boš ti živel, je včasih odvisno najbolj od tega, kako se ti tam počutiš. Se pravi, odločil se boš živeti nekje, kjer ti je prijetno, kjer ti je dobro. In en del te prijetnosti je vzdušje in en del te prijetnosti je tudi to, da človek lahko izraža svojo individualnost, svojo identiteto, svobodno, brez omejitev in ne, da bi ga bilo treba biti za katerikoli košček svoje identitete sram. Naj gre tu za religiozno pripadnost, spolno identiteto, spolno usmerjenost, ne vem, ideje, politično pripadnost in
narodnostno pripadnost. In v tem smislu sem jaz prepričana, da povečanje vidne dvojezičnosti bistveno vpliva na to, da se vzdušje na dvojezičnih območjih izboljšuje in to izboljšano vzdušje bistveno pripomore k temu, da mladi raje ostajajo in da je tudi gospodarsko država močnejša. Na koncu bi pa samo rekla, da se izjemno strinjam z gospodom Weindingerjem, ko pravi, da, in to tudi jaz vedno ponavljam, manjšine niso uboge, niti slučajno in ne smemo na nje tako gledati. Manjšine so potencial, ki pač, s katerim se moramo soočiti in ga izkoristiti. Hvala. Samo to. Gibt es weitere Fragen ans Podium? Bitte schön. Hitim. Dobar dan, jaz sem Ilja Štika iz Višje šole Šentpetra. Sodelovanje s Slovenijo je pomembno za koroško gospodarstvo. Ko je Nemčija pred kratkim uvedla mejne kontrole proti vsem svojim sosedom, so avstrijski, tudi koroški mediji to ostro kritizirali. Menda s argumentom, da to škodi gospodarstvu. Avstrija ima že leta dolgo mejne kontrole proti Sloveniji, čeprav so pravzaprav dovoljene samo za omejene obdobje. Ali se ne te Kontrolle opravijo? Die Zusammenarbeit mit Slowenien ist für Kärntens Wirtschaft wichtig. Als Deutschland vor kurzem Grenzkontrollen zu allen seinen Nachbarn einführte, wurde dieser Schritt in österreichischen, auch in Kärntner Medien scharf kritisiert. Unter anderem mit dem Argument, dies schade der Wirtschaft. Österreich hat zu Slowenien schon jahrelang Grenzkontrollen, obwohl sie eigentlich nur für einen begrenzten Zeitraum zulässig sind. Sollen diese Kontrollen abgeschafft werden? Richtet sich die Frage an alle, ja? Dann, Frau Staatssekretärin, vielleicht darf ich mit Ihnen beginnen. Die Grenzkontrollen in... Ja? Ja, bom zelo kratka. Jaz se bojim, sem vesela te peticije, sem vesela, da se stalno o tem pogovarjamo, ampak varnostne razmere v svetu se precej naglo slabšajo, nažalost. Tu sedi dr. Zdravko Insko v prvi vrsti, ki bolj kot mi dobro ve, kako je, ko se na nekem območju pač stvari začnejo dogajati na tak način in jaz se bojim, da vsaj v naslednjem letu ali pa tudi v dveh bomo na tako ali drugačno raven mejnega nadzora na notranjih šengenskih mejah nažalost obsojeni. Zato moramo stalno govoriti o tem, se strinjam, odpravi, predvsem pa moramo spodbujati ta dialog med policijami. Jaz vidim tako na avstrijsko-slovenski kot na italijansko-slovenski meji, da ta nadzor sicer je, ampak je v bistvu vzpostavljen na tak način, da za lokalno prebivalstvo velikokrat ni moteč. Se mi zdi, da moramo biti pragmatični in se pogovarjati. Herr Ofner? Ja, danke. Es war ja das große Thema Sicherheit bedeutet auch Heimat, weil wir gerade von Heimat auch und Identität gesprochen haben. Und genau diese Sicherheit ist in vielen Bereichen derzeit leider nicht gewährleistet, warum auch Deutschland zu diesen Maßnahmen gegriffen hat, warum es auch notwendig war, dass Österreich zu diesen Maßnahmen der Grenzkontrollen gegriffen hat, weil es eben noch keine europäische Lösung dafür gibt. Und auf diese Lösung zu hoffen, ist sehr nobel, aber wir wissen auch, und ich war auch Sicherheitssprecher im Bundesrat, dass das über Jahre nicht passiert ist und dass wir leider auch nicht annehmen können, dass das in absehbarer Zeit passiert. Daher ist es natürlich auch so, dass es unsere Wirtschaft nicht stärkt, sondern schwächt, wenn es diese Kontrollen gibt, das ist ganz klar. Aber für das Bedürfnis der Sicherheit der Bevölkerung ist es notwendig, dass diese Sicherheitskontrollen durchgeführt werden. Und daher in absehbarer Zeit wird es wahrscheinlich aufgrund der Sicherheit nicht möglich sein. Frau Voglauer? Ja, also als Grüne haben wir
immer gesagt, wir sind in einem gemeinsamen Schengen-Raum und dieser Schengen-Raum gehört geschützt. Und das ist eine Frage, die man dazulegen muss. Ja. Wie schaffen wir es auf europäischer Ebene, diesen Schengen-Raum wiederherzustellen, damit sich Menschen frei bewegen können? Ja. Nämlich auch, es schafft ja auch ein Gefühl der Unsicherheit, wenn man in jeden Nachbarstaat einreist und trotzdem immer kontrolliert wird. Insofern wünschen wir uns, dass das jetzt wirklich in Angriff genommen wird, um sich anzuschauen, wie stärkt man den Schengen-Raum, wie holt man auch Rumänien dazu, wie holt man Bulgarien, also wie baut man das jetzt gemeinsam. Wir sehen es, und das betrachte ich jetzt wirklich als Angehörige der Volksgruppe, für uns ist es wiederum ein Durchschneiden gelebter und guter Lebensadern, die aufgebaut wurden. Und das war ein Gefühl der Befreiung, über den Leubel zu fahren und nicht mehr kontrolliert zu werden. Und das ist jetzt nicht so. Und unsere Aufgabe muss sein, alles dann zu setzen, dass es schnell wieder so sein wird. Momentan geht es sich nicht aus. Jetzt wird auch bilateral nicht so funktionieren. Die einen kontrollieren und die anderen nicht. Also es folgt ja auf eine Aktie erfolgt eine Reaktion. Aber das Ziel muss ein guter, sicherer, gemeinsamer Schengen-Raum sein, ganz klar. Also alle betonen bis jetzt Sicherheit. Herr Weidinger, wäre Ihr digitaler Alpen-Adria-Raum zumindest ein zwischenzeitlicher Ausweg? Na, aber wir leben ja nicht in der digitalen Welt, sondern wir sitzen ja alle hier und freuen uns, dass wir im Austausch stehen. Ich möchte an der Stelle einmal auch gratulieren, den Mehrwert, welche diese Art von Veranstaltungen auch darstellen, dass Sie jetzt auch merken, dass wir eigentlich da jetzt einen pragmatischen, ähnliche Analyse der Situation haben. Also wir wünschen uns eigentlich alle, dass diese Grenzen wegfallen, dass wir gemeinsam im Schengen-Raum leben können, aber dass wir eine größere sicherheitspolitische Unsicherheit haben, die uns jetzt in diese Situation gebracht hat. Ich halte den Vorschlag von der Frau Staatssekretärin Humar als sehr spannend, dass man hier verstärkt auch darauf Bedacht nimmt, wie man mit italienischen und mit österreichischen und slowenischen Polizeieinheiten hier eine bessere Koordination zusammenbekommen kann, um gerade auf diese Sensibilität, wie sie die Frau Kollegin Voglauer angesprochen hat, nämlich die Lebensadern für die Menschen vor Ort in der Region möglichst niedrig zu halten. Hier sehe ich Potenzial, das wir noch weiter ausschöpfen können und unbedingt auch sollten. Gibt es weitere Fragen? Ema Demec iz Višje šole Šentpeter. Dvojezičnost v javni upravi, delovna mesta, ki zahtevajo znanje slovenščine, na občinskih uradih, na okrajnih glavarstvih, pri zavarovalnicah, na sodiščih, bi lahko bistveno prispevala k temu, da se pripadniki manjšine zaposlili v regiji in ne odidejo drugam. Kaj pravite k tej teoriji ali se uresničuje? Zweisprachlichkeit in der öffentlichen Verwaltung Arbeitsplätze, die slowenische Kenntnisse erfordern in den Gemeindeämtern, bei Bezirkshauptmannschaften, bei Versicherung, bei Gerichten könnten viel dazu beitragen, damit Volksgruppen Angehörige zu Hause bleiben und nicht abwandern. Was sagen Sie zu dieser Theorie und wird das umgesetzt? Also vorgeschlagen wird, was Frau Staatssekretärin vorhin aus Slowenien berichtet hat, die Sprachkenntnisse als Voraussetzung für die Ausübung einer Tätigkeit im Rahmen der öffentlichen Verwaltung vorzusehen. Wie sieht es denn in Österreich aus, Herr Ofner, Frau Voglauer, Herr Weidinger? Kann ich gerne beginnen. Die Bezirksgerichte wurden beispielsweise angesprochen. Ich denke, es weiß jeder, dass wir sehr stark uns eingesetzt haben, dass diese Bezirksgerichte entsprechend auch aufrecht bleiben. Das ist von Seiten der Regierung nicht ganz so gesehen worden, zumindest von einem Teil der Bundesregierung nicht ganz so gesehen worden. Wir haben uns sehr stark dafür auch eingesetzt. Bislang ist es Gott sei Dank auch noch so.
Eben was die Bediensteten in der Verwaltung anbelangt, wissen wir, dass wir Ausschreibungserfordernisse haben, die für alle natürlich gleichermaßen gelten müssen. Das heißt, wenn man im Gemeindemitarbeiterinnengesetz entsprechende Ausschreibungen tätigt, dann gibt es dort die Anfordernisse, die erfüllt werden müssen, und die müssen natürlich in Kärnten für alle Gemeindebediensteten auch dieselben sein. Das heißt, nach derzeitigen gesetzlichen Regelungen ist es so, dass es natürlich von allen Gemeinden in Kärnten hier nicht einen Unterschied geben darf, wobei Mehrsprachigkeit generell natürlich in den Gemeinden, vor allem was Tourismusgemeinden anbelangt, immer von Vorteil ist und auch die Bewerber natürlich bevorzugt behandelt werden. Ich kenne auch das aus unserer Gemeinde. Wir schauen sehr auf die Mehrsprachigkeit, weil wir natürlich auch einen entsprechenden Tourismus haben und das natürlich auch immer Thema ist. Ja, also das war so, Alma Sadic als Justizministerin hat einen Vorschlag erarbeitet, wie man genau dem folgen könnte, nämlich wenn man auf den Bezirksgerichten dafür sorgt, dass man entsprechende zweisprachige Richterinnen und Richter hat, aber auch Rechtspflegepersonal. Ja, also es geht ja nicht nur um die Juristinnen, sondern es geht ja auch um Karrieren, die man nach der Matura oder nach der Mittelschule begehen kann. Und da wäre, und das hat der Kollege Ofner nicht miterzählt, natürlich in dem Vorschlag drin gestanden, dass hier zweisprachige Bewerberinnen und Bewerberinnen von Vorteil sind und nicht nur von Vorteil, sondern sogar aktiv gesucht werden, damit sie in beiden Sprachen die Bevölkerung informieren bzw. ihren Dienst versehen können. Es ist die Frage, ob jetzt aktuell in der Situation der Bezirksgerichte es so ist, dass dort sehr viele Personen Arbeit finden. Ich meine nicht, da muss man nur mal nach Verlach schauen oder nach Bad Eisenkappel oder nach Bleiburg. In der anderen Version hätte man das in größere Einheiten zusammengefasst und hätte natürlich Arbeitsplätze geschaffen. Und damit wären wir Modell, und da komme ich zum Zweiten, für die Gemeinden. Also ich kann mich erinnern, in Ludmersdorf, da war ich im Vorstand Mitglied, und es ging darum, wie bringen wir die zweisprachige Beschreibung auf unser Gemeindeamt rauf. Ja? Also eigentlich zweisprachige Gemeinde, zweisprachige Topografie, man sollte auch auf das Gebäude raufschreiben können, Gemeindeamt Obczynski Urat. Ja? Das ging sich für meine Kollegen nicht aus. Jetzt war dann die Überlegung, naja, das geht sich mit Slowenisch nicht aus, warum nicht? Ja, wir sind ja eine Tourismusgemeinde. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn wir eine Tourismusgemeinde sind, was machen wir dann? Stellen wir auch noch Italienisch drauf oder was wolltest du noch drauf haben? Ja, Italienisch wäre super. Dann kam ein Entwurf, nicht, wo man auch noch aufgeschrieben hat, ich zitiere wörtlich, Ufficio del Comune. Unsere Staatssekretärin wird mir, glaube ich, sagen können, dass Ufficio del Comune nicht richtig ist. Aber das war der Vorschlag, ja, schreiben wir das rauf. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann schauen wir uns die Statistiken an, wer bei uns Urlaub macht. Und wir sind dann draufgekommen, na eigentlich in Ludmersdorf machen mehr Niederländer Urlaub als Italiener. Und ich habe dann vorgeschlagen, naja, dann nehmen wir halt, also es wäre drauf gestanden, Gemeindeamt, Občina, Ufficio del Comune, SIC, ja, plus dann, ich weiß es nicht, der niederländische Namen, weil dann hätten wir wahrscheinlich alles abgebildet, was in Kärnten bzw. in Ludmersdorf Budgets Urlaub macht. Also so ad absurdum ging dann die Gemeinderatssitzung. Am Ende des Tages haben wir uns entschieden, wir schreiben rauf, Gemeindeamt Občina, Občina ist auch falsch, ja, weil es müsste Obczynski Urat oben stehen, aber die Bevölkerung hat sich geeinigt, dass man mit Občina leben kann, weil im Dialekt sagt jeder Občina dazu. Ja. Wird man im Deutschen nicht so schnell finden, dass man einen Dialektbegriff auf ein öffentliches Gebäude als Anschrift drauf tut, aber darauf haben wir uns geeinigt und die Rückmeldung war, naja, solange ein Hardcheck da oben biegt, passt das slowenisch genug. Wir haben dem zugestimmt als Enotna Lista damals, weil wir gesagt haben, sichtbare Zweisprachigkeit macht was. Und heute, einige Jahre danach, es ist schon so, es ist nicht richtig und es bleibt falsch und ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich das liest, aber in der Gemeinde hat sich was verändert. Und in der Gemeinde hat sich auch das verändert, dass es selbstverständlich ist, dass wir eine zweisprachige Gemeinde sind. Es ist selbstverständlich, dass alles zweisprachig publiziert wird. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass in einer Ausschreibung drinnen steht, Slowenischkenntnisse sind erfordert.
Ja? Also wir haben derzeit keine Person, die wirklich ohne Schwierigkeiten, außer dem Bürgermeister, mit mir 1 Stunde lang Slowenisch diskutiert oder spricht. Und das ist ein Problem, weil es ist ein Problem, genauso wie ihr gefragt habt oder wie Sie es früher gesagt haben aus Slowenien, Menschen suchen sich dann ihre Jobs woanders und ich habe keinen Vorteil, keinen wirtschaftlichen Vorteil. Und ich bin bereits zu dem Punkt gelangt, dass die Sprachen eröffnen uns enorm viel. Und das kann uns niemand nehmen. Aber im Laufe unserer Lebens- und Arbeitsbiografien brauchen wir auch ökonomische Anreizpunkte. Und diese ökonomischen Anreizpunkte könnte man in Kärnten machen. Und Herr Ofner, Ihre Partei und lieber Peter, deine Partei werden wesentlicher Player sein in nächster Zukunft. Schreibt es doch rein in euer Regierungsprogramm. Aber vielleicht nicht nach der Optiner Logik. Nein, nicht nach der Optiner Logik, bitte vorbildlich nach Sadic-Logik. Dann müsste am Gemeindeamt nämlich über dem A ein kleines O stehen, weil jeder geht aufs Amt. Ja. Herr Weidinger. Also ich war ja selbst lang auch Gemeinderat in Villach und das Beispiel von der Olga hat mich jetzt an viele andere Diskussionen, die wir dort im Gemeinderat auch geführt haben, erinnert. Deswegen mein Aufruf, bitte engagiert euch als Jugendliche in Gemeinderäten und geht in politische Funktionen, weil dort kann man aktiv eben verändern. Man vielleicht 2 Aspekte dazu. Ich glaube, die öffentlichen Stellen allein werden das Thema nicht lösen. Da brauchen wir für uns einfach gute, saubere rechtliche Lösungen. Da gibt es immer wieder einen Optimierungsbedarf. Ich glaube, es geht mir darum, um die Vision und die Perspektive in der jeweiligen Region, die dann einfach Lebenschancen für Menschen eben schafft. Und wenn wir ein Klima der Offenheit haben, nämlich dass wir das willkommen heißen, dass es Menschen mit vielen Kompetenzen gibt und die ihre Möglichkeiten haben, ihre Talente dort eben auszuleben, ich glaube, dann werden sich diese Fragen anders stellen. Weil wir haben ja in Kärnten die Situation, dass mit dem Jahr 2028 35.000 erwerbsfähige Menschen fehlen. Das heißt, wenn keiner von uns irgendwas tut, ist die Situation so, dass ab 2028 einfach 35.000 Leute im erwerbsfähigen Alter fehlen. Warum? Weil die einfach älter werden und dann in Pension gehen. Das heißt, es werden ganz, ganz viele Stellen, nur um den aktuellen Arbeitsmarkt zu befüllen, werden einfach frei. Jetzt wäre mein offener Gedanke, denkt man darüber nach, wie man da auch gerade für Menschen, die mehrere Sprachen können, da neue zusätzliche Perspektiven schaffen. Ich glaube, ganz, ganz viele. Denkt da die Politik über das gezielt nach? Meiner Meinung nach zu wenig. Wem meine ich konkret? Alle. Also ich glaube, das haben wir einfach aufgefordert, vor der eigenen Haustüre eben zu kehren, um hier einfach klare Antworten zu haben. Und deswegen finde ich die Idee, um auf Ihre eingangs überbrückende Frage zu kommen, eigentlich ganz charmant, das mit dem Amt drüber schreiben. Da würden mir einige Amtshäuser in Kärnten einfallen, wo das gut hinpasst. Frau Staatssekretärin, Sie waren jetzt auch angesprochen, bitte. Ja, ne vas pomirim, da na vseh slovenskih občinah piše občina, tako da ni problema. Jaz se popolnoma strinjam z gospodom Ofnerjem, da pozitivna diskriminacija je težka. To je pač, če želiš promovirati in graditi dvojezičnost na narodnostno mešanem območju, potem moraš vzpostaviti načelo pozitivne diskriminacije. Ampak pozitivna diskriminacija je edina pot za ustvarjanje enakopravnosti in enakih možnosti tudi na številnih drugih področjih. Ni druge poti. In zdaj, to v nek notranji pravni red je težko vgraditi, ampak recimo Sloveniji je to uspelo. In jaz lahko samo še enkrat ponovim, da so izkušnje tako iz slovenske Istre, kjer živi italijanska narodnostna skupnost, kot iz Prekmurja in Pomurja, kjer živi madžarska narodna skupnost, izjemno dobre. In bi samo še en stavek rekla, mi se dostikrat tudi pogovarjamo, ja, italijanščina, slovenščina, nemščina, slovenščina, madžarščina, slovenščina in tako naprej, in pol gremo na dopust iz letališča v Ronkih, recimo, ne, letimo na ne vem kam, na Kanarske otoke in preko gremo, spijemo eno kavo in nam postreže na punca, ki prihaja z Tajske in ne govori ne slovensko, ne italijansko, ma če ne znamo angleško, niti ene kave več ne moramo naročiti. Ne. To je pa realnost.
Wir haben noch Zeit für eine kurze Abschlussfrage und während die Schülerinnen und Schüler sich diese letzte Frage überlegen, gibt es auch noch eine Intervention von Dr. Valentin Inzko, hoffentlich aus einer internationalen Perspektive, wo er die meiste Erfahrung gesammelt hat, nämlich als hoher Repräsentant in Bosnien-Herzegowina und mehrjähriger Botschafter, unter anderem in Laibach in Ljubljana. Ja, ich möchte gern zurückkommen auf meine Tätigkeit als Botschafter in Ljubljana. Ja. Rad bi navedel dimenzije, gospodarske dimenzije, ki so med Slovenijo in Avstrijo. Ne. Moje govore, ko sem bil veleposlanik v Ljubljani, sem vedno začel z enim vprašanjem, kaj mislite, katera je 12. največja država na svetu? No, seveda odgovori so bili Argentina, Meksiko, Brazilija, kaj jaz vem. Ne. Jaz sem pa rekel, za Avstrijo, za gospodarstvo je Slovenija 12. največja država na svetu. Kajti naši eksporti v Slovenijo, avstrijski eksporti, so večji kot na Japonsko, so večji kot v Indijo, so večji kot v Skandinavijo, celo Skandinavijo. Ne? In to je več milijard vsako leto in seveda so tudi eksporti iz Slovenije v Avstrijo zelo veliki. In če ste se v ponedeljkih peljali recimo dol v Ljubljano, nasproti pridejo kar kolone in kolone, kilometri in kilometri tovornjakov, ki grejo v Avstrijo, ampak seveda tudi v Nemčijo. Ja. In na ta način si medsebojno pomagamo in preskrbimo za tisoče in tisoče delovnih mest. Ker če ti eksportiraš v Slovenijo za 3-4 milijarde na leto, to so tudi delovna mesta v Avstriji. Čist na koncu še en majhen aspekt, da je veliko avstrijskih firm tudi zelo uspešnih v Sloveniji. Seveda Rutarja pozna vsak, je pa tudi davčna firma gospoda Knausa, ki ima približno 20 sodelavcev. Veliko avstrijskih bank je začelo v Ljubljani delati in na ta način seveda rastemo skupaj in na ta način tudi nekateri manjšinci dobijo svojo službo v Ljubljani. Je kar nekaj lepih primerov in v to smer moramo tudi nadaljevati. Na koncu pa še nekaj paradoksalnega, kar se tiče sodišča v Celovcu. Če si Slovenec iz Trsta ali pa Slovenec iz Ljubljane, dobiš, lahko zahtevaš v Celovcu slovenski postopek na sodišču. In to je prav, ne zaradi Evropske unije. Če si pa koroški Slovenec, pa tega ne moreš zahtevati. Dann noch eine Abschlussfrage von den Schülerinnen und Schülern zur Einleitung unserer letzten Runde. Ja, bitte. Jaz sem Miša Kenda in prihajam iz Šentpetra. V nekaterih občinah dvojezičnega ozemlja je slovenščina že skoraj čisto izginila. Kaj delate za to, da bi se ta trend ustavil ali pa celo obrnil? In vielen Gemeinden des zweisprachigen Gebietes ist die slowenische Sprache schon fast ganz verschwunden. Was wird getan, diesen Trend zu stoppen oder sogar umzukehren? Dankeschön. Ich darf Sie bitten, dann diese Frage auch als Anlass für Ihr Abschlussstatement kurz zu nehmen. Frau Staatssekretärin, was kann Slowenien tun? Hvala lepa za to vprašanje. Jaz sem, ko sem začela svoj mandat, gledala ta film Izginjanje in sem jokala prvič in drugič in tretjič, ko sem gledala ta prekrasno filmsko zgodbo, ki pa pripoveduje eno zelo žalostno zgodbo. Bom zelo kratka. Mi je rekel gospod Inzko, da v septembru je bilo 40 prireditev slovenskih na Koroškem. Ne? Kultura pač je mreža, ki drži vse nas po konci, pa tudi številne institucije in izobraževalne institucije, Mohorjeva med njimi in tako na vrhu. Jaz lahko samo povem, da razen pozornosti in prijateljstva, ki ga lahko nudimo, Slovenija vsako leto organizacijam in ustanovam Slovencev na Koroškem nameni približno 2 milijona 750 tisoč evrov približno, s katerimi pač financiramo, kot rečeno, delovanje ustanov, delovanje vseh 3 krovnih zvez, kulturnih društev, izobraževalnih društev, športnih društev in pomagamo tudi pri gradnji infrastrukture in vsega tistega, kar pač ta civilna družba rabi za to, da vztraja in napreduje.
in bomo to počeli še naprej, ker ne samo za narodnostne skupnosti, za narodne manjšine, za vse nas velja. Dokler imamo to, dokler je pevski zbor, dokler se lahko gremo rolkat ali pa kotalkat v mestu, dokler smo skupaj, dokler se vidimo na ulici ali pa na cesti, dokler se družimo, nam bo dobro. Herr Ofner? Ja, wir haben ja sehr viele Bildungsangebote entsprechend geschaffen, die es wichtig ist zu nutzen. Aber ich glaube, das Wichtigste insgesamt, und das ist in jedem Bereich ähnlich, das Wichtigste ist, dass man es selbst macht. Das heißt, dass es in der Familie stattfindet, entsprechend auch die Sprache gesprochen wird, dass es im Umfeld stattfindet. Mehrsprachigkeit, wie gesagt, ein Vorteil, vor allem bei uns als Alpe-Adria-Region. Und wir wissen aber leider auch aus Studien, dass das rückläufig ist. Das heißt, die Eigenverantwortung ist auch in diesem Bereich natürlich gegeben. Zusätzlich natürlich Bildungsangebote sehr wichtig, die es auch gibt in Kärnten. Und das muss man ja auch sagen, die geschaffen worden sind, von der Elementarpädagogik weg bis hin zum tertiären Bereich. Das ist implementiert worden vor vielen Jahren, eigentlich auch schon vor 2 Jahrzehnten und wird auch ständig ausgebaut. Ist auch gut und in Ordnung so, weil gerade für Sie als Schüler für die spätere Arbeitswelt die Mehrsprachigkeit ein wesentlicher Faktor ist, der immer wichtiger wird. Und ich glaube, dann auch dem entgegengewirkt werden kann, dass junge Menschen, die was aufbauen wollen, aus Kärnten abwandern und ihren Lebensmittelpunkt woanders suchen, sondern wieder hier in Kärnten bleiben, in ihrer Heimat bleiben und ihre Identität gemeinsam auch hier leben. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das soll auch im Prinzip ein Appell an die heute anwesende Jugend sein, gemeinsam auch Kärnten nach vorne zu bringen mit Wirtschaft, aber auch im Prinzip mit der Mehrsprachigkeit und damit Kärnten als solches in sich zu tragen, aber auch zu leben. Danke, Frau Vogler. To je že nekaj pravilnega, ne da moramo govoriti, če po domačem račam, da po domačem marnvamo, haužvamo, vseeno da pač to našo domačo govorico tudi, da jo živimo. Ja? Vseeno, odkud smo, nas oblikujejo tudi naši dialekti, naše govorice. Kljub temu pa je to premalo. Če nam je važno, da se doma pogovarjamo v naših jezikih z našimi starši, z žlahto, s prijatelji, potem je to eno in je lepo, da se zavedamo te naše identitete in potem je tudi lepo, če nam ljudje govorijo v krajih, kjer živimo, to je pa fajn, da ste vi tle. Konec koncev pa za fajn, da ste vi tle, ne bomo nič ustvarili, ker to smo zdaj preizkusili 80 let. Pred 80 leti, naslednjo leto se je končala druga svetovna vojna, pred 70 leti, naslednjo leto smo podpisali avstrijsko državno pogodbo. In poskusili smo to, kar nam je bilo sicer obljubljeno, pa ne izpolnjeno zakonsko, z lastno inicijativo zgraditi pa ohraniti. In ja, tako kot je v filmu prikazano od Andrine Mračnika, ki je ena mojih sošolk in ki jo izredno cenim, ampak tako brutalno kot v tem filmu, taka je pač naša realnost. In ja, mi izginjamo. In to ni nič lepega. In zato so vzroki. In ni vzrok apel na mladino, ki naj skrbi za to, da bo Koroška prosperirala naprej. Vzrok za to je sistematična, politična in tudi desno nemško-nacionalna agitacija proti slovensko govoreči narodni skupnosti na Koroškem. Tudi o tem pišejo knjige, pišejo strokovnjaki in znanstveniki. Tako da, kaj se mora spremeniti? Čist preprosto to, kar še ni bilo izpolnjeno, ker je evidentno, da je to manjkalo. Se pravi, delati moramo na zaščiti pravne države, ker smo pripadniki manjšin. In vemo, kaj pomeni, če prevzamejo vodje oziroma politiko in krmila v naši politični deželi in državi ljudje, ki se ne brigajo za pomembnost pravne države in pravnih okvirov. Ker smo pripadniki manjšin,
pa je za nas ta pravna država življenjska zavarovalnica in življenjsko zavarovanje. In zaradi tega bo treba naprej tudi, in čeprav je to dolg čas in suhoparno, delati na tem, da so te pravice, ki jih imajo manjšine v Avstriji, v Evropi, vseeno kje. In to je tudi moja notranja drža. Če si pripadnik manjšine in se zavzameš za manjšinske pravice, je pomembno, da se zavzemaš za take pravice povsod. Na teh zakoreninjenih pravicah bomo morali delati tako, da bodo udejanjene. In ko bojo udejanjene, bomo morda delali na taki prihodnosti, kot smo jo sedaj oziroma kot jo sedaj doživljamo pri Ladincih na Južnem Tirolu. Dokler tega ne bo, pa bom zdaj povedala po kmetijsko. V agronomiji imamo območja, ki so močno zaščitena, ker gre za biotsko raznolikost. Upam, da manjšine v Evropi, predvsem pa koroški Slovenci in koroške Slovenke, ne bomo postali ena od redkih orhidej, ki jih ščitimo vsakih par kvadratnih kilometrov. Herr Weidinger. Also eine verbindende Frage ist ja für uns, wie es mit der Demokratie und mit der Freiheit ganz grundsätzlich weitergeht. Und dazu ist es wichtig, dass man gut argumentieren kann. Und wenn man das auf Slowenisch natürlich auch kann, weil es eine Muttersprache ist, dann ist das ein Riesenvorteil. Deswegen darf ich hier den Vorschlag machen, dass ich an einer Schule von den 3 Schulen, die da sind, wo es Interesse gibt, einen Debattierclub stifte, wo man einfach das kultiviert, auf Slowenisch miteinander gut zu argumentieren, weil die stärkste Waffe ist immer, wenn man sich selber argumentativ am besten einfach bewähren kann. Und wäre das nicht schön, wenn einmal von einem Redewettbewerb oder von einem Debattierwettbewerb der Sieger aus Slowenien, aus Kärnten kommt, nämlich aus unserem zweisprachigen Gebiet. Und wenn es hier Interesse gibt, dann würde ich das gerne als konkreten positiven Beitrag hier beisteuern, um auch etwas nach vorne Gewandtes hier mitzugeben, um auch die Veranstalter zu ehren, weil das ist mehr alles andere als selbstverständlich, dass wir in diesem Rahmen hier diese Diskussion, wo es auch ganz um einen wesentlichen Teil der Zukunft von Kärnten und einer gemeinsamen Zukunft geht, auch vornehmen. Danke. Danke vielmals für Ihre Beiträge. Danke für die Bereitschaft, sich mit uns auseinanderzusetzen und über die Frage der Zweisprachigkeit als Wirtschaftsfaktor nachzudenken. Ganz besonderes Dank an die Schülerinnen und Schüler, die sich mit diesen Fragen schon länger beschäftigt und ihre Ergebnisse heute präsentiert haben und in den Dialog mit der Politik getreten sind. Was wir jedenfalls gemacht haben, ist zur stärkeren Bewusstseinsbildung hinsichtlich des ökonomischen Mehrwerts von Zweisprachigkeit beizutragen, aber auch dazu beizutragen, zu verstehen, dass mit diesem Wirtschaftsfaktor viel mehr verbunden ist, nämlich die Förderung der Präsenz der Sprache und der jeweiligen Gruppen in den Regionen. Was dann bedeuten kann, einerseits das Bildungssystem zu stärken, was an konkreten Vorschlägen bedeuten kann, wie Sie es ausgeführt haben, die grenzübergreifende Zusammenarbeit zu stärken, Instrumente zu nutzen, die die Europäische Union zur Verfügung stellt, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen, um in diesem interregionalen Raum auch Zusammenarbeit zu ermöglichen und letztlich dazu beizutragen, einem Brain Drain, der ganz Kärnten trifft, aber die Volksgruppe natürlich im Besonderen, entgegenzuwirken. Wie mit diesen Herausforderungen umzugehen ist, wollen wir in den nächsten Tagen, morgen weiter diskutieren und wir werden übermorgen eine gemeinsame Wanderung unternehmen. Sie sind herzlich eingeladen, kommen Sie wieder, aber jetzt gehen wir nicht aufs Amt, sondern heim und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.